Unsere Uhr hat 6 geschlagen. Auf ihr Leut und frisch zu Werke. Ich geh heim, leg mich zur Ruhe. Ihr seid ja auch Alter. Ihr habt auch kein gemütliches Bett daheim, ne? Schön, dass ihr alle gekommen seid. Der 30-jährige Krieg, der dauert jetzt seit bald 20 Jahren. Und genau so lang machen ich hier schon die Nachschicht. Und Tag für Tag geht meine Auflösung zu spät. Ich hoffe, dass der Kehl bald geht. Ich bin hundsmüde. Peter, ach komm. Da könnt ihr angetroffen. Ja, ich komm ja halt. Begrüßt die Nachtschicht des Tages. Tag zusammen. Peter, ich muss mal sagen, ich habe nicht verschlafen. Ich komme unten vom Ring. Der ganze Ring ist voller Schiffe. Schiffe? Oberländer, Niederländer Schiffe. Alles knubbelt sich da. Ich bin hier verkauft, weißt du das? Ja. Ein ganze lange Zick. An ich kein Schiff noch nicht in der Nachen am Ring gesehen. Nix war am Wasser. Ein paar Fühlscher. Aber sonst kein Leben. Genau. Und das sind die Franzosen schuld. Die haben keine mehr auf der Ring gelassen. Und so kommen wir ja nicht an das Handeln. Wir konnten ja nichts mehr machen. Wir konnten nicht mehr handeln mit Obst, mit Fleisch, mit Gemüse. Die haben uns quasi verhungern lassen. Wir hatten nichts mit zu fressen. Nur durch Brot und Wasser vom Ring. Was heißt fressen, du widerlicher Nachsöl? Mein erlesenes Obst wird nicht gefressen. Meine delikaten Äpfel kann man genießen, wie schon seit 20 Jahren. Lütscher, kauft Äpfel, wann die Soldaten kommen, jedes Kind mit. Erlesenes Obst? Ich könnt lachen. Äpfel, die 20 Jahre alt sind, ja, die möchte aber ich nicht noch ins Essen müssen. Ich habe immer noch die schönsten Äpfel. Oder etwa nicht? Hein sagt jetzt nichts Falsches. Ja, das ist klar. Darum haben wir ja den ganzen Driss. Weil der Franzose die Festung Ehrenbreitstein zu Koblenz besetzt halten. Und uns wollten sie aushungern. Aber was ein Glück, dass es anders gekommen ist. Was ein Glück, dass der Staatsreitergeneral Jan von Weth mit seinen Soldaten den Franzosen gezeigt hat, dass man das Spielchen auch rumdrehen kann. Und auf einmal hatte die Franzosen Kohldampf. Und dann hätten sie zum Jahresschluss noch ab in den Joch gejagt. Lecker Gemüse! Ja, lieb Lütscher, das war im Jahr Anno Pief für eine lange Zeit. Aber seit dem Tag an geht es uns Kölsche wieder besser. Genau. Im Januar 1638, da soll er kommen. Lass man alle Größe manierlich, der große Reitergeneral.